Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Videoreihe des Länderzentrums für Niederdeutsch. Mein Thema des heutigen Videos ist das Mittelniederdeutsch als Hansesprache oder als Sprache der Hanse. Mein Name ist Andreas Bieberstedt, ich bin Professor für Niederdeutsche Sprache und Literatur an der Universität Rostock und ich beschäftige mich auch schon rein beruflich mit der sogenannten mittelniederdeutschen Phase des Niederdeutschen. Das heißt, wir reden hier von der Phase des späten Mittelalters, der frühen Neuzeit. In meinem Vortrag möchte ich Sie heute mit den Mittelniederdeutschen einmal vertraut machen und ich möchte mit Ihnen die Frage erörtern, inwieweit man das Mittelniederdeutsche tatsächlich als eine Sprache der Hanse bezeichnen kann. Eine Sprache der Hanse oder als eine Hansesprache, das ist ein Begriff, der in der Forschung seit ungefähr 100 Jahren immer wieder begegnet, der läuft parallel mit solchen Begriffen wie der einer Hanse-Literatur. Und die Fragen, die wir uns stellen müssen, ist, inwieweit ist es tatsächlich berechtigt, diese historische Überlieferungsstufe des Niederdeutschen, das Mittelniederdeutsche, als eine Hansesprache zu bezeichnen. Also als eine Sprache, die durch einen bestimmten sozialökonomischen Kontext geprägt ist. Das möchte ich heute mit Ihnen in diesem Lehrvideo einmal versuchen zu erörtern und ich habe mir dazu auch eine bestimmte Reihenfolge, eine thematische Reihenfolge ausgedacht. Also zunächst möchte ich mit Ihnen einmal klären, was verstehen wir denn eigentlich unter einer sogenannten mittelniederdeutschen Hansesprache? Also, wo bewegen wir uns zeitlich? Was ist die Hanse? Wie können wir beide Aspekte, den ökonomischen Aspekt der Hanse und den der Sprachlehre, also das Mittelniederdeutsche, zusammendenken? Wir werden uns dann einmal damit auseinandersetzen, wer denn überhaupt diese Sprachform verwendet, das Hansedeutsch oder die Hansesprache und in welchen Kontexten, in welchen kommunikativen Zusammenhängen wird diese Sprache verwendet, was sind die sprachlichen Akteure oder die Sprachträger des Hansedeutsches, der Hansesprache und was sind vielleicht auch sprachliche Konkurrenten oder Mitspieler. Also was gibt es denn jenseits einer Hansesprache im norddeutschen Sprachraum des ausgehenden Mittelalters oder der frühen Neuzeit, also des 14., 15. bis Beginn des 16. Jahrhunderts? Die Frage, die sich dann anschließt, wäre die, ja, wie kommen denn diese sprachlichen Akteure oder Sprachträger zu ihren sprachlichen Kompetenzen? Wie erwerben sie denn so etwas wie eine Hansesprache? Das würde ich gerne abschließend mit Ihnen klären. Was mir wichtig ist als Fokus ist, dass ich versuche begreiflich zu machen, dass wir es bei dem niederdeutschen Sprachraum des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit mit einem Raum zu tun haben, der sehr stark von Mehrsprachigkeit geprägt ist, der also weit mehr umfasst als das Mittelniederdeutsche oder Formen des Mittelniederdeutschen und der sehr stark auch geprägt ist durch Sprachkontakte. Das versuchen wir anhand von konkreten Beispielen uns einmal zu betrachten. Ich versuche also wirklich induktiv an diese Frage heranzugehen und möchte aber zunächst einmal ganz kurz einige Dinge in Erinnerung rufen. Das wissen Sie vielleicht auch schon. Trotzdem noch einmal ganz kurz, um das aufzurufen. Was ist denn überhaupt mit Niederdeutsch? Wir würden unter Niederdeutsch, wenn wir die Perspektive des beginnenden 21. Jahrhunderts, also der Jetztzeit betrachten, verstehen als eine Gruppe von regionalen und lokalen Dialekten, die sich im norddeutschen Sprachraum situieren lassen und die sich durch bestimmte gemeinsame sprachliche Merkmale auszeichnen. Hier insbesondere zu erwähnen das Fehlen der sogenannten zweiten oder hochdeutschen, auch althochdeutschen Lautverschiebung. Also ein Dialektverband, in dem zusammengefasst sind solche Dialekte wie das Mecklenburgisch-Vorpommersche, das Schleswig-Holsteinische, das West- und das Ostfälische, aber auch zum Beispiel so etwas wie das Brandenburgische. Fehlende zweite Lautverschiebung, das will ich gar nicht weiter ausführen, aber wenn Sie so etwas anschauen wie das Bild, das Sie da oben rechts sehen, dann Löpsig, Arnst, Recht. Ja, also das ergibt sich schon irgendwie. Kommt Zeit, kommt Rat, das wären so sinngemäße Übersetzungen. Wörtlich übersetzt wäre das läuft sich alles zurecht. Na, und wenn Sie das einmal sehen, die hochdeutsche Übersetzung, die niederdeutsche Sprachform, dann sehen wir ganz deutlich, was eben so eine zweite Lautverschiebung beinhaltet. Nämlich wir haben solche Plosivlaute oder Verschlusslaute P, T und K, dat, löpt, sick, torecht. Und wir hätten auf der hochdeutschen Seite dann Formen von Frikativen, also Reibelauten. Das Ganze lässt sich verorten an der sogenannten Benrather Linie, das sehen Sie hier. Das ist die Grenzlinie dieser zweiten Lautverschiebung. Alles, was nördlich davon liegt, hat halt keine zweite Lautverschiebung mitgemacht. Das sind eben die niederdeutschen Dialekte. Alles südlich davon, das sind unsere hochdeutschen Dialekte, die durch so etwas wie eine zweite oder hochdeutsche Lautverschiebung geprägt sind.
Soweit vielleicht nochmal eine allgemeine Kontextualisierung. Sie sehen auch der Sprachraum, der umfasst im Wesentlichen die norddeutschen Bundesländer der Jetztzeit. Auch das muss noch einmal erwähnt werden, weil wir gleich noch einmal sehen, wo liegt denn eigentlich der mittelniederdeutsche Sprachraum und wie weit ist der eigentlich ausgebreitet. Da sehen wir dann doch einige Unterschiede. Gut. Hochdeutsch und Niederdeutsch teilen sich, wie gesagt, durch diese zweite Lautverschiebung. Sie weisen auch eine ähnlich lange Entwicklungsgeschichte aus. Und diese Entwicklungsgeschichte wird ja gerne in der Sprachforschung unterteilt in verschiedene Perioden. Da hat sich seit dem 19. Jahrhundert die Unterscheidung in Alt-, Mittel- und Neu durchgesetzt. Und Alt-, Mittel- und Neu sowohl im Bereich des Hochdeutschen, also Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch. Teilweise wird es noch ergänzt durch so etwas wie das Frühneuhochdeutsche. Parallel dazu haben wir eben die Unterscheidung im Niederdeutschen, das Altniederdeutsche, das Mittelniederdeutsche und das Neuniederdeutsche. Für uns, wie gesagt, interessant das Mittelniederdeutsche, also die Überlieferungsstufe des Niederdeutschen, ungefähr im Hohen- und Spätmittelalter, ab 1200 ungefähr, bis eben in die frühe Neuzeit hinein, 1650. Das wäre der große Rahmen und Sie sehen, das ist natürlich eine immense Zeitspanne, die wir hier betrachten. Und wenn wir den Ausgangspunkt sehen chronologisch, also das 13., das beginnende 13. Jahrhundert, dann sind wir noch im Handschriftenzeitalter. Dann haben wir Texte vor uns, wie hier das, was Sie auf der linken Seite sehen, nämlich den Sachsenspiegel oder wie es hier unten angezeigt wird, das ist der Sachsenspiegel, also das ist der Sachsenspiegel. Ein Rechtsbuch, das nicht nur für den Niederdeutschen, sondern insgesamt für den ganzen deutschsprachigen Raum rechtliche Relevanz hat, bis in das 19. Jahrhundert hinein. Das steht, wie gesagt, am Beginn von so etwas wie einer mittelniederdeutschen Sprach- und Literaturepoche, hier in einer Version aus dem beginnenden 14. Jahrhundert ist die sogenannte Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels. Das ist die eine Seite, das ist der vielleicht chronologische Ausgangspunkt. Auf der anderen Seite, Beginn des 16. Jahrhunderts, dann haben wir Texte wie den Reineke Voss, also den Reineke Fuchs, den Sie noch von Goethe kennen, einer der prominentesten Vertreter der mittelniederdeutschen Literatur, der bereits natürlich in das Druckzeitalter hineinfällt. Hier in der Rostocker Ausgabe aus dem Jahre 1539, gedruckt von Ludwig Dietz. Eine immense Zeitspanne, bei der wir natürlich dann mit bestimmten sprachlichen Entwicklungen reden oder mit bestimmten sprachlichen Entwicklungen rechnen müssen. Wir sehen, es gibt wechselnde soziokulturelle, ökonomische Kontexte, in denen sich die Sprache entwickelt. Das müssen wir alles beachten. Ich komme noch einmal darauf zurück, wenn wir versuchen, Mittelniederdeutsch etwas genauer einzugrenzen und zu fragen, wo steht denn eigentlich da so etwas wie die Hansesprache? Das so vielleicht so als eine erste Problematisierung. Ich hatte Ihnen vorhin die Karte gezeigt der neuniederdeutschen Dialekte nördlich der Benrather Linie. Wenn Sie jetzt einmal eine Abbildung aus dem DTV-Atlas für deutsche Sprache daneben legen, werden Sie sehen, der mittelniederdeutsche Sprachraum, das ist der hier etwas gelblich eingezeichnet ist. Hier wieder diese sogenannte Benrather Linie oder Marken-Machen-Linie, so als ein sprachliches Schibbolett, das wir dann ansetzen können. Dieser mittelniederdeutsche Sprachraum ist sehr viel stärker nach Osten hin ausgerichtet oder erweitert. Der bewegt sich also bis weit in die Gebiete der heutigen Nationalstaaten Polen, Lettland, Litauen, Estland und umfasst Dialekte, gerade hier östlich der Oder, die bereits als historisch zu betrachten sind, vom Standpunkt des 21. Jahrhunderts aus, also etwa wie das Niederpreußische. Also erste Feststellung, Mittelniederdeutsch ist als Sprachraum bedeutend breiter ausgeprägt, als wir es für die neuniederdeutschen Dialekte feststellen können. Das behalten wir einmal im Hinterkopf. Jetzt vielleicht zur Frage, inwieweit können wir hier das Mittelniederdeutsche als eine Hansesprache betrachten, beziehungsweise zumindest bestimmte Varianten dieses Mittelniederdeutschen als eine Hansesprache auffassen. Also die erste Frage, was ist denn das für die Hanse? Hier will ich mich ganz kurz halten. Ich verweise hier auf andere Videos in dieser Reihe, die sich sehr schön mit diesen historischen Phänomenen beschäftigen. Mir geht es heute vor allem um die Sprache, deswegen nur ganz kurz. Philipp Dollinger hat eine Einführung, die inzwischen klassisch ist, in die Hanse-Geschichte vorgelegt. Die Hanse, und daraus zitiere ich einfach die Hanse, auch jüdische Hanse, um den niederdeutschen Begriff einmal ins Spiel zu bringen, ist ein,
und hier zitiere ich, Zusammenschluss von norddeutschen Kaufleuten, der in der Mitte des 14. Jahrhunderts in eine Städtegemeinschaft umgewandelt wurde. Das ist eine Minimaldefinition. Das heißt, wir haben es hier zunächst mit Kaufleuten zu tun, mit norddeutschen Kaufleuten, die im Fernhandel engagiert sind. Das ist der Osthandel, der sogenannte Russlandhandel, das ist der Handel mit Skandinavien, das ist aber auch der Handel in den europäischen Westen hinein, nach England, darauf komme ich gleich noch einmal, bis hin eben auch in die angrenzenden westlichen Staaten. Das sind die heutigen Niederlande, Belgien etc. Und diese Kaufleute schließen sich zunächst zusammen zu Kaufmannsgesellschaften, Gemeinschaften, um sich gegenseitig abzusichern, um größere Gewinne zu erzielen. Diese Kaufleute, diese Fernhandelskaufmanne bilden allerdings auch städtische Führungsschichten. Sie stellen Bürgermeister, sie stellen Ratsleute, was dazu führt, dass im Laufe gerade des 14. Jahrhunderts diese zunächst Kaufmannsvereinigung sich zunehmend entwickeln zu einem, wie es bei Donninger heißt, zu einem Städtebund, zu einer Städtegemeinschaft. Sie dominieren die Handelsstädte Lübeck, Rostock, Stralsund, Greifswald und damit beginnen diese Städte auch die Interessen dieser norddeutschen Kaufleute politisch, auch militärisch durchzusetzen. Das heißt, zur Hochzeit der Hanse im 14., 15. Jahrhundert haben wir es mit einem breiten Netzwerk an Städten, an Handelsstädten zu tun, die durch gemeinsame ökonomische und damit auch politische Interessen geprägt sind und die durchaus auch militärisch gemeinsam agieren können. Und Sie sehen, wenn Sie noch einmal die Karte sich vorstellen, der mittelniederdeutsche Sprachraum auf der einen Seite, hier haben Sie die Ausdehnung der Hanse, das sind mehrere hundert Städte, die in den Hochzeiten der Hanse dort vereinigt sind. Dieses Einflussgebiet oder dieses Handelsgebiet der Hanse ist weitaus stärker oder weitaus umfassender als der eigentliche Sprachraum des Mittelniederdeutschen. Auch hier geht es weit in den östlichen Bereich der südlichen Ostseeküste hinein, das heutige Estland, bis hin in den russischen Raum. Hier sehen Sie Nowgorod, das ist das östliche Handelskontor der Hanse, der Peterhof, bis weit nach Skandinavien im Norden hier. Das ist die Deutsche Brücke in Bergen, ein weiteres Kontor der Hanse. Das ist hier in London, der sogenannte Stahlhof. Auch dort hat die Hanse eine Niederlassung. Und das ist eine vierte Niederlassung hier in Brügge. Also ein Netzwerk aus Städten, aus Handelsbeziehungen, aus ökonomischen Beziehungen, das für uns wichtig ist zu verstehen, wie hier Sprache ins Spiel kommt. Denn dieses Netzwerk, dieses ökonomische Netzwerk ist natürlich gleichzeitig ein kommunikatives Netzwerk. Diese Handelskaufleute müssen kommunizieren, um Handel zu treiben. Und die müssen auch schriftlich miteinander kommunizieren. Hier haben wir vielleicht so einen ersten Konnex zwischen diesem ökonomischen Aspekt der Hanse und dem sprachlichen Aspekt, des Mittelniederdeutschen, den wir einmal näher verfolgen wollen, die ich gerne am Beispiel einmal mit Ihnen vielleicht versuche plastisch sichtbar zu machen. Noch einmal zurück zu diesem Begriff. Wie gesagt, seit ungefähr 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren gibt es immer wieder diesen Begriff der Hansesprache, der als Bezeichnung für eine bestimmte Überlieferungsstufe oder Ausprägung des Mittelniederdeutschen durch die Sprachgeschichte geistert. Prominent geworden durch die Abhandlung von Willi Sanders, eine Überblick, eine Einführungsdarstellung zum Niederdeutschen, Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch. Das sind so plakative Bezeichnungen, die immer versuchen, einen bestimmten Aspekt der jeweiligen Überlieferungsstufe von Sprache in den Vordergrund zu spielen. Sachsensprache, also die sächsischen Stammesdialekten, die für das Altniederdeutsche prägend sind. Hansesprache, wie gesagt, unser Begriff, der uns heute beschäftigt. Für die mittelniederdeutsche Überlieferungsstufe und Plattdeutsche als plakative Bezeichnung für die neuniederdeutschen Dialekte, die eher gesprochene Varietäten sind. Also die nicht im Bereich der Schriftlichkeit zu Hause sind, sondern eher im familiären Bereich gesprochen werden. Da haben wir so eine ganz prominente Hervorhebung dieses Begriffs oder Verwendung dieses Begriffs Hansesprache. Deswegen würde ich gerne noch einmal bei Willi Sanders bleiben. Willi Sanders definiert auch diesen Begriff der Hansesprache und ich möchte mit Ihnen diesen Begriff zumindest einmal aufgreifen und vielleicht auch etwas problematisieren. Noch einmal ganz kurz so nebenbei, nichts von dem, was wir in der Sprachgeschichtsforschung feststellen, definieren, ist natürlich für Ewigkeiten gedacht. Wir haben immer einen Erkenntniszuwachs. Wir betrachten Dinge immer im Nachfolgenden aufgrund von neuen Datenlagen differenzierter. Auch dieser Begriff der Hansesprache kann durchaus problematisiert werden oder wurde es auch bereits. Inwieweit ist es tatsächlich eine zutreffende Beschreibung
inwieweit umfasst denn eigentlich diese Beschreibung als Handelssprache alles, was wir an kulturell-sprachlichen Überlieferungsformen aus dieser Zeit haben? Dazu später noch einmal. Aber Willi Sanders begründet diese Verwendung des Begriffes Handelssprache, indem er sagt, und hier zitiere ich ihn, die Geschichte des Niederdeutschen verläuft in einer Kurve, deren Höhepunkt ohne Zweifel das klassische Mittelniederdeutsch der Hansezeit bildet. Man kann diese hansische bzw. hansisch-lübeckische Schriftsprache, obwohl das nicht der sprachwissenschaftliche Fachausdruck ist, durchaus als Hansesprache bezeichnen. Denn mit wachsender ökonomischer und politischer Geltung des kaufmännisch-städtischen Handelsbundes der Hanse formte sich in Norddeutschland auch jene Sprache aus, die eine überregionale Einheitlichkeit anstrebte. Wie die Hanse erreichte sie im späteren 14. und 15. Jahrhundert ihre höchste Blüte, die sie zum Rang einer nahezu allgemeingültigen nordeuropäischen Verkehrssprache erhob. Mit der Rezession der hansischen Macht wich auch sie etwa um 1600 der hochdeutschen Schriftsprache. Lassen wir uns das mal so ein bisschen durch den Kopf gehen. Also was zunächst auffällt, ist diese Blütemetapher, die wir häufig finden, wenn wir sprachhistorische Entwicklung betrachten. Wir sehen häufig, dass, wenn wir sprachliche Entwicklung beschreiben, dass dann gerne solche biologischen Metaphern gefunden werden wie Blüte, Welken oder Niedergang. Hier ist tatsächlich die Vorstellung mit der Sprachentwicklung verbunden, dass diese in einer Art Kurve verläuft. Und eine Art Höhepunkt findet nämlich genau im Bereich des Mittelniederdeutschen, im Bereich dieser Hansesprache, die als eine Art Kulminationspunkt in der niederdeutschen Sprachgeschichte betrachtet wird. Ein Kulminationspunkt in der Hinsicht, dass die Sprache, das Niederdeutsche, zu diesem Zeitpunkt sein höchstes Prestige hat, seine höchste kommunikative Leistungsfähigkeit. Es wird nicht nur gesprochen, es wird geschrieben und gleichzeitig seine größte Verbreitung. Wie es Willi Sanders hier formuliert, eine überregionale, tatsächlich eine internationale nordeuropäische Verkehrssprache. Das sind natürlich, wenn wir so wollen, in gewisser Weise auch teilweise ahistorische Betrachtungsweisen. Wir müssen schon schauen, die einzelnen Sprachgeschichtsperioden funktionieren immer unterschiedlich, aber das ist eine Vorstellung, die Sie zunächst einmal haben. Gleichzeitig sehen wir, dass Sanders natürlich verschiedene andere Aspekte bei der Sprachbeschreibung heranzieht, um so etwas wie eine Hansesprache ins Spiel zu bringen. Das ist zunächst einmal der zeitliche Aspekt. Er redet also vom 14. Jahrhundert, wir könnten genau sagen, der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Das ist der Zeitraum, den er als hansesprachlich umfasst. Und er redet von einer bestimmten Existenzform von Sprache, einer bestimmten medialen Existenzform. Er redet von einer Schriftsprache. Wir reden also von einer Form von Sprache, die geschrieben ist. Er bringt einen funktionalen Aspekt ins Spiel. Er redet von einer Verkehrssprache, also eine Sprache, die nicht als Muttersprache erworben wird, unbedingt, notwendigerweise, sondern die tatsächlich auch von Nicht-Niederdeutsch-Sprechern in bestimmten kommunikativen Zusammenhängen verwendet werden kann. Eine sogenannte Lingua Franca, so wie wir vielleicht heute, um das einen schrägen Vergleich zu bringen, das Englische verwenden, ohne es als Muttersprache erworben zu haben. Ein geografischer Aspekt, er redet also von einer Verbreitung, die nicht nur den norddeutschen Raum betrifft, sondern darüber hinausgehend den gesamten nordeuropäischen Raum umfasst. Und wie gesagt, unser grundlegender Aspekt, unser Ausgangspunkt war der, dass wir von der Hanse, vom Hanse-Kaufmann und von der Hansestadt als den kulturellen bzw. sozioökonomischen Trägern dieser Sprache reden. Das heißt, wenn wir noch einmal diese große Zeitspanne des Mittelniederdeutschen betrachten, ich hatte es vorhin angesprochen, ich hatte versucht, das an den beiden Texten zu erläutern, sehen wir, dass wir da noch einmal kleinere Unterteilungen vielleicht vornehmen können. Es gibt die allgemein gängige Einteilung des Mittelniederdeutschen in das frühe, in das klassische und das späte Mittelniederdeutsch. Und Sie sehen, ungefähr zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts setzen wir dann so etwas wie das klassische Mittelniederdeutsche an. Und dann ab der Reformationszeit, wenn wir so wollen, also in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts, da setzt sich in Norddeutschland im Wesentlichen die Reformation durch. Ab der Zeit reden wir von einem späten Mittelniederdeutsch. Wenn wir das einmal aus einem größeren Rahmen heraus sprachhistorisch betrachten, dann ist diese Zeit des klassischen Mittelniederdeutschen, nämlich 1370, wie es hier so ungefähr angegeben ist, bis 1530, eine
größere Umbruchphase in der Entwicklung der deutschen Sprache, die dadurch gekennzeichnet ist, dass wir einen Sprachwechsel vorfinden. Wenn Sie sich dieses frühe Mittelniederdeutsche anschauen, auch noch das Altniederdeutsche, parallel dazu das Althochdeutsche, dann sehen Sie die Sprache, in der im frühen und hohen Mittelalter geschrieben wird, wenn man theologische, wenn man wissenschaftliche, wenn man rechtliche Texte verfasst, das ist das Lateinische. Man schreibt Latein. Wir haben natürlich Literatur in der Volkssprache, wir haben auch einzelne schon Rechtstexte in der Volkssprache, aber das Gros der schriftlichen Überlieferung wird durch das Lateinische gebildet. Dieses späte Mittelalter ist insofern eine Umbruchphase, als nicht nur im niederdeutschen Sprachraum zu dieser Zeit begonnen wird, auf oder in der Volkssprache zu schreiben. Das heißt, wir sehen dann gerade in Norddeutschland ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, dass Rechtstexte, dass auch theologische Texte, Bibelübersetzung zum Beispiel, und auch teilweise wissenschaftliche, populärwissenschaftliche Texte zunehmend auf Niederdeutsch verfasst werden, also in der Volkssprache. Wie gesagt, das ist ein Prozess, der sich im gesamten deutschen Sprachraum beobachten lässt, der sich insgesamt im gesamteuropäischen Raum beobachten lässt, wobei Deutschland hier sprachhistorisch etwas spät dran ist. Südlich der Alpen in Italien ist dieser Ablöseprozess sehr viel frühzeitiger zu beobachten. Wie gesagt, hier im Norddeutschland befinden wir uns dann in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Das wäre tatsächlich der Raum oder der Zeitraum des klassischen Mittelniederdeutschen. Kennzeichnet diesen Umbruchprozess der Endpunkt, hier wird 1530 angesetzt. Wie gesagt, ich hatte die Reformation einmal als ein wesentliches Merkmal ins Spiel gebracht. Der Endpunkt dieser klassischen Phase des Mittelniederdeutschen wird gesetzt durch einen weiteren sprachlichen Umwälzungsprozess oder einen sprachlichen Ablöseprozess, nämlich das zunehmende Eindringen des Hochdeutschen in den norddeutschen Sprachraum und der Beginn einer hochdeutschen Schriftsprache. Ab der zweiten Hälfte des 16. spätestens beginnt man dann eben nicht mehr Niederdeutsch zu schreiben, sondern dann wird Hochdeutsch geschrieben, auch Hochdeutsch in den Schulen vermittelt. Damit haben wir eine Eingrenzung des Mittelniederdeutschen dieser klassischen Phase, die von Willy Sanders im engeren Sinne, wie gesagt, als Hansesprache bezeichnet wird. Gut, wie das aussieht, wie man sich so eine Hansesprache geschrieben vorstellen kann, also eine schriftliche Varietät des Niederdeutschen, des Mittelniederdeutschen, das soll Ihnen diese Urkunde einmal zeigen, die ich Ihnen mitgebracht habe. Das ist eine Lübecker Urkunde aus dem Jahre 1453, also Mitte 15. Jahrhundert. Lübeck ist von Sanders ja angesprochen werden als ein Kern oder ein Zentrum dieser schriftsprachlichen Umwälzungsprozesse. Lübeck ist das Haupt der Hanse, also der politische, ökonomische Vorort, gleichzeitig ein kulturelles Zentrum und damit auch sprachlich durchaus beispielgebend in der Hinsicht, dass wir dann im 15. Jahrhundert beobachten können, dass die Städte der Ostseeküste, des Ostseeraumes zunehmend einheitlich diese Hansesprache als geschriebene Sprache verwenden und Lübeck hier ein wesentlicher, auch sprachlicher Entwicklungspunkt oder auch, sagen wir, Leuchtturm ist. Hier heißt es, wie Bürgermeister und Ratmann der Stadt Lübeck bekennen in und mit dessen Breve, dass wir uns verenet, mit dem beschädenen Manne Schiffer Johann Claesen von Mittelburg, Gutligen haben verenet. So hört sich dieses geschriebene Mittelniederdeutsch ungefähr an. Das heißt, wir Bürgermeister und wir Ratsleute der Stadt Lübeck bekennen jetzt öffentlich mit dieser Urkunde, es ist eine öffentliche Beurkundung, dass wir uns mit dem Schiffsherrn Johann Claesen gütlich vertragen, also übereingekommen sind. Dessen Schiff ist nämlich während einer Blockade beschlagnahmt worden und der hat jetzt Schadenersatz gefordert bei der Stadt Lübeck. Der wird ihm auch gewährt. Also so ein erster, vielleicht kurzer Blick auf dieses Mittelniederdeutsche als geschriebene Sprache, so kann man sich das vorstellen. So sieht so eine Pergamenturkunde aus, auf die eben Mittelniederdeutsch geschrieben wurde. Und wir hatten vorhin einerseits den Sprachraum des Mittelniederdeutschen betrachtet, wir hatten die Ausdehnung der Hanse auf einer zweiten Karte gesehen. Und dies wäre eine dritte Karte, die den Geltungsbereich dieser sogenannten Hansesprache einmal angibt. Also, wo wird denn diese
Sprache im 14. und 15. Jahrhundert verwendet. Wo schreibt man denn so? Und Sie sehen, dieser Geltungsbereich ist tatsächlich im Wesentlichen deckungsgleich mit der zweiten Karte, nämlich die der hansischen Ausdehnung, die Sie vorhin gesehen haben. Auch hier sehen Sie, das übersteigt weit den mittelniederdeutschen Sprachraum und bezieht sich oder zieht sich die gesamte südliche Ostseeküste entlang und bezieht auch den skandinavischen Raum beziehungsweise das westliche Europa mit ein. Also überall dort, wo es Handelskontore der Hanse gibt, überall dort, wo wir Hansestädte haben, überall dort, wo die Hanse Handel treibt, wird Niederdeutsch geschrieben, beziehungsweise lassen sich solche Texte finden, die auf Mittelniederdeutsch geschrieben, verfasst sind. Überall dort ist die Hansesprache zu Hause. Das führt uns noch einmal zurück zu der Frage, ja, wer verwendet denn eigentlich diese Hansesprache? Also wer schreibt denn dieses Mittelniederdeutsch? Und das würde ich gerne mit Ihnen an einem Beispiel festmachen. Das Beispiel, das ich ausgewählt habe, ist ein Bilderzyklus, der in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts in London entstanden ist. Verfasst oder gemalt von Hans Holbein dem Jüngeren. Hans Holbein der Jüngere, geboren ungefähr 1497 oder 98, ein süddeutscher Renaissance-Maler, einer der bekanntesten, auch teuersten Porträtmaler seiner Zeit, der lange Zeit auch am Londoner Königshof tätig war, also sehr viele Adlige porträtiert hat. Es sind Vertreter des Hochadels von ihnen gemalt worden. Gleichzeitig hat er auch eine große Anzahl an Gelehrten, an bürgerlichen Personen porträtiert. Und das ist für uns interessant, unter anderem deswegen, weil er während seiner Londoner Zeit unter anderem auch Hanseleute gemalt, porträtiert hat. Hier sehen Sie einmal so zwei Abbildungen, zwei Gemälde. Zunächst einmal ein Königsporträt, Heinrich VII. Das ist ungefähr nach 1539 entstanden in der typischen Ikonografie der damaligen Zeit, also ein Herrscherporträt, frontale Ansicht, die Attribute eines Herrschers, die kostbare Kleidung, er hat ein Schwert, er hat Ringe. Das zeigt ihn eigentlich tatsächlich in seinem Status als Herrscher. Das ist auf der einen Seite. Auf der rechten Seite sehen Sie einen der berühmtesten Renaissance-Gelehrten seiner Zeit, Erasmus von Rotterdam. Und Sie sehen, die Bildsprache ist eine ganz andere. Es ist eine Seitenansicht und hier ist tatsächlich nicht das Repräsentative, das in den Vordergrund gestellt wird, sondern hier ist es die Tätigkeit dieser Person, die geistige Tätigkeit dieser Person, die im Vordergrund steht, die ausgedrückt werden soll. Dieser Erasmus von Rotterdam ist eben nicht, und sein Blick richtet sich nicht auf den Betrachter, sondern er ist ganz konzentriert gerichtet auf seine Tätigkeit, das Schreiben. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Wie gesagt, in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts ist Hans Holbein als Hofmaler in London tätig. In London befindet sich die Handelsniederlassung der Hanse, der sogenannte Stahlhof. Der Stahlhof ist eine der frühesten Gründungen der Hanse im Ausland. Hansische Kaufleute sind eigentlich schon seit dem 11. Jahrhundert in London belegt. Das sind Rheinländer, vor allem die Kölner Kaufleute, die Weinhandel betreiben. Und später kommen weitere norddeutsche Kaufleute hinzu. Der Stahlhof ist, wie gesagt, der zentrale Umschlagplatz für den Englandhandel der Hanse. Man kann sich das so vorstellen, wir finden hier nicht nur Handelsgebäude, also Lagerhäuser, ähnliches, sondern das sind auch Wohnhäuser. Es ist tatsächlich ein wirklich abgeschlossener Bezirk, in dem die Hanse, vor allem die junge Mitglieder der Kaufmannsfamilien wohnen für mehrere Monate, für mehrere Jahre. Die haben eine eigene Kirche dort. Die sind wirklich da wie in einer Stadt, in der Stadt untergebracht. Und Hans Holbein bekommt den Auftrag, mehrere dieser dort ansässigen Hansekaufleute zu porträtieren. Und das sind zwei dieser Porträts, die ich Ihnen einmal vorstelle. Das ist einmal ein Kölner Kaufmann, Hermann Wedig, der wird 1532 porträtiert. Und auf der rechten Seite ein Duisburger Kaufmann, da befinden wir uns jeweils im südwestlichen Areal des Niederdeutschen, beziehungsweise bei dem Kölner Kaufmann Hermann Wedig eigentlich schon im Ripuarischen. Und Sie sehen sehr viele Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Porträts. Zwar ist das eine so halbe Seitenansicht, das andere frontal, aber beide sind in einem bestimmten Gestus abgebildet. Das ist eigentlich etwas, was
auf den ersten Blick sehr zurückgenommen ist. Also eine Kleidung, die eigentlich gar nicht so repräsentativ ist, aber die ist sehr fein, wenn man genau hinschaut. Also es ist Pelzbesatz, der dort zu sehen ist. Sie schauen sehr selbstbewusst in dieses Porträt, also sie schauen den Betrachter sehr selbstbewusst an und sie sind tatsächlich ebenso, wie wir es bei Erasmus von Rotterdam gesehen haben, in einem bestimmten Tätigkeitsbereich abgebildet. Die haben alle hier Schriftdokumente in der Hand, Bücher, Zettel oder Briefe, ähnliches. Hier sehen wir auch ein Siegel, mit dem man einen Brief versiegeln kann. Hier sehen wir Schreibzeug. Das heißt, die sind tatsächlich in ihrer Tätigkeit als Kaufleute abgebildet. Und die ist tatsächlich sehr stark mit schriftlicher Kommunikation verbunden. Die haben Schriftdokumente bei sich. Es gibt ein weiteres Porträt und gleichzeitig eines der bekanntesten Porträts des 16. Jahrhunderts. Das ist das des Danziger Kaufmanns Georg Giese. Den schauen wir uns einmal genauer an. Georg Giese kommt aus einer sehr wohlhabenden Danziger Kaufmannsfamilie, die ursprünglich eigentlich aus dem westfälischen Raum kommt, aus dem Raum Unna ungefähr. Wohlhabend, das heißt, die gehören wirklich zum Patriziat der Stadt Danzig. Diese Familie stellt Bürgermeister, die hat auch einen Bischof gestellt, die gehören wirklich zur Upper Class. Und das drückt sich in diesem Gemälde aus. Dieser Georg Giese ist ungefähr ab 1523 am Londoner Stahlhof und arbeitet für mindestens 12 Jahre. Ungefähr 1533 oder genau 1532 ist diese Abbildung entstanden. Auch hier sehen wir, zunächst einmal unterscheidet sie sich, weil wir keinen neutralen Hintergrund haben, sondern hier ist tatsächlich jemand in seinem Arbeitsumfeld abgebildet. Sein Büro, wenn wir so wollen, in dem er seine Handelsgeschäfte abschließt. Und wir sehen auch hier wieder, dass hier eine bestimmte Art und Weise der Repräsentation vorgenommen wird. Der zeigt sich als jemand, der tatsächlich wohlhabend ist, der zur Führungsschicht, der zur bürgerlichen patrizischen Führungsschicht gehört. Und das äußert sich zum Beispiel, dass hier nicht nur eine kostbare Kleidung mit abgebildet ist, sondern wir haben hier eine venezianische Glasvase, wir haben hier so einen kostbar gewirkten Teppich, der so als Tischläufer dient. Wir haben hier aber auch, wenn Sie sich das einmal genauer anschauen, eine Tischuhr, eine sogenannte Dosenuhr, die erste Abbildung einer Dosenuhr. Wenn Sie sich das einmal vorstellen, es ist, als ob Sie sich heutzutage einen Porsche vor die Tür stellen. Sie zeigen etwas, sie zeigen Wohlstand. Und das ist das eine bestimmte Repräsentation über ökonomischen Wohlstand. Gleichzeitig sehen wir, es ist das Arbeitsumfeld, das abgebildet wird. Das heißt, ein Wohlstand, der erworben ist durch Arbeit, ein bestimmter Arbeitsethos, der ausgedrückt werden soll. Und auch hier wieder, und dann kommen wir zu unserer sprachlichen Ebene, sehen Sie ganz, ganz viele Schriftstücke. Der ist umgeben von Formen schriftlicher Kommunikation. Und die wollen wir uns einmal anschauen. Noch einmal ganz kurz zu dieser Familie Giese. Wir sind wieder bei diesem Netzwerk, was von der Hanse aufgemacht wird und gleichzeitig beim Geltungsbereich der Hansesprache. Wie gesagt, die kommen ursprünglich aus diesem Bereich hier, aus Unna, sind in Danzig, einer der reichsten Handelsstädte der Hanse im 15. Jahrhundert, ansässig und haben eine eigene Niederlassung oder ein Büro, wenn wir sollen, im Londoner Stahlhof. Ne, das ist schon mal ein familiäres auch Handelsnetzwerk, was dort aufgebaut ist, das den gesamten Geltungsbereich eigentlich dieser Hansesprache schon umfasst. Wenn Sie sich das einmal anschauen, schauen wir uns einmal tatsächlich oder betrachten wir einmal diese Schriftstücke genauer. Was sehen wir? Wir sehen einmal hier oben, das habe ich hier eingekreist, ein erstes Dokument, das so an die Wand gepinnt ist. Das mache ich einmal größer. Und da steht Distichon in Imagine Georgi Gisene. Ich lese nur die Übersetzung vor. Distichon auf das Bildnis Georg Gieses. Was du hier siehst, zeigt Georgs Züge und Bild. So lebendig ist sein Auge, so sind seine Wangen geformt. In seinem 34. Jahr, im Jahr des Herrn 1532. Also ein Text im Bild. Eine Angabe zu dem Abgebildeten. Interessant für uns, das ist Latein. Wir reden also noch nicht vom Mittelniederdeutsch, wir reden noch nicht von einer Handelssprache. Wir sehen dieses Bild, auch wie die übrigen Bilder übrigens. Dieses Bild hat eine
ein Vermerk, der darauf abgebildet ist, auf Latein. Was Sie dann noch sehen, wenn Sie ein bisschen genauer hinschauen, fast so wie mit Kreide auf diese Bretterwand gemalt, nulla sine maerore voluptas. Auf Deutsch, keine Freude ohne Leid. Also ein Motto, eine Art sprachliches Leitmotiv, das dieser Georgise sich gegeben hat. Wir kennen diese Leitsprüche aus der späteren Emblematik, das heißt Familien, gerade patrizische Familien, in Adaption adliger Gepflogenheiten geben sich dann ein eigenes Wappen und dieses Wappen ist häufig mit einem Sinnspruch versehen. Und interessant, auch dieser Sinnspruch ist natürlich Latein. Das heißt, wenn dieser Georgise Bildung, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kulturwelt ausdrücken möchte, dann verwendet er noch nicht das Niederdeutsche, dann verwendet er das Lateinische. Das ist immer noch die Kultursprache, auch die internationale Kultursprache. Das heißt für uns allerdings auch, der kann Latein oder suggeriert, dass er Latein sprechen kann zumindest. Wenn wir allerdings die anderen Texte uns betrachten, zum Beispiel diesen Brief, den dieser Georgise in der Hand hält, da sehen wir, das ist so fein gemalt, wir können sogar die Schrift erkennen. Dem Samen, ich habe es hier transkribiert, Georgise zu Lund in England mit dem Bruder vorhanden. Dem Samen Georgise zu London in England meinem Bruder zur Hand, also in die Hand, also persönlich zu überreichen. Und das ist ganz klar und deutlich Niederdeutsch. Und da gibt es weitere Dokumente, die sind hier an der Wand abgelegt. Dem Ersam Jürgen Giesen zu Lund in England kam dieser Brief. Also dem Ersam, den ehrwürdigen Georgise zu London, soll dieser Brief zukommen. Na, dann findet man hier von dem Absender noch sein Kaufmannszeichen. Auch das also eine formschriftliche Kommunikation auf Niederdeutsch, das sind Geschäftsbriefe. Da geht es um Waren, da geht es um Geldzahlung, da geht es um Schulden, um Ähnliches. Und diese Geschäftskorrespondenz, die wird dann nicht auf Latein, die wird eben auf Niederdeutsch verfasst. Und das ist genau das, was wir mit Hansesprache im engeren Sinne meinen. Diese Form der schriftlichen Kommunikation, mit der Handel organisiert wird und mit der sich die Handelskaufleute der Hanse verständigen. Dann haben wir weitere Texte hier. Der hat so ein Buch neben sich und das ist ein Geschäftsbuch. Das heißt, da werden die Handelsvorgänge, die Geschäftsvorgänge niedergeschrieben. Auch diese Geschäftsbücher werden dann im 15. und 16. Jahrhundert auf Niederdeutsch geführt. Das heißt, vor allem ist es pragmatische Schriftlichkeit, die mit dieser Hansesprache organisiert und bewältigt wird. Also, nochmal ganz kurz als Zwischenfazit, Sprachträger und gleichzeitig Multiplikatoren des Mittelniederdeutschen im Sinne einer Hansesprache, das ist das städtische Bürgertum, das Patriziat des Hanseraumes und hier sind es vor allem die hansischen Fernhandelskaufleute. Das ist eine Schicht, also eine Führungsschicht in den Hansestädten, von denen wir ausgehen können, dass sie ab dem 14. Jahrhundert mindestens einen sehr hohen Bildungsgrad haben und auf jeden Fall eine mehrsprachige Kompetenz aufweisen. Wie sieht die aus bei den Georgise? Da müssen wir natürlich etwas spekulieren. Aber wir können auf jeden Fall annehmen, die schriftliche Kompetenz, also was können die schreiben? Die können auf jeden Fall Mittelniederdeutsch schreiben. Das sehen wir an der Geschäftskorrespondenz. Sie können vielleicht auch Lateinisch schreiben. Das Lateinische ist immer noch für diese Kaufleute die Sprache, auf die sie ausweichen können, wenn sie mit ihrem Gegenüber überhaupt nicht kommunizieren können. Es ist immer noch eine weitere Lingua Franca im gesamten europäischen Raum. Aber das können wir vielleicht annehmen. Die meisten dieser Kaufleute können auch Latein in einer bestimmten Art und Weise bis zu einem bestimmten Kompetenzgrad. In der Frage der schriftlichen oder der mündlichen Sprachkompetenz können wir sagen, ja, natürlich, der spricht Mittelniederdeutsch als Muttersprache, also einen lokalen Dialekt des Mittelniederdeutschen, also ein Danziger Platt, würden wir vielleicht sagen. Der spricht vielleicht auch bestimmte Varietäten des Mittelniederdeutschen, die eher soziolektal geprägt sind. Also ein schichtenspezifisches Mittelniederdeutsch, eine gehobene Form des Mittelniederdeutschen, mit der sich das Patriziat verständigt. Also kein Gassenplatt. Der spricht vielleicht
wie gesagt, da sind wir im spekulativen Bereich, aber das ist durchaus anzunehmen, Lateinisch in einer bestimmten Art und Weise, so wie er es bedarf, oder er hat es in einer Lateinschule gelernt. Und natürlich ist er mit weiteren Fremdsprachen vertraut. Das hängt immer davon ab, wo der Kaufmann vor Ort ist. Aber der ist, wie gesagt, 12 Jahre im Englandhandel tätig, der wird Mittelenglisch können. Und wir sind im 16. Jahrhundert, der wird zumindest brockenweise auch Hochdeutsch können. Hochdeutsch, Niederdeutsch, diese Sprachgrenze, die wir heutzutage annehmen, die ist wesentlich durchlässiger, als wir uns das vorstellen. Wir finden niederdeutsche Texte, die im hochdeutschen Sprachraum gedruckt werden, zum Beispiel im 16. Jahrhundert. Und umgekehrt. Wir finden Texte wie das sogenannte Rostocker Liederbuch, eine Liederbuchsammlung aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die hochdeutsche und niederdeutsche Lieder in allen möglich denkbaren Mischformen aufweist. Also es ist anscheinend etwas, was wir eher so als eine fluide Sprachkompetenz betrachten können. Die können mehrere. Für die ist es wenig problematisch, dann zumindest Hochdeutsch zu verstehen und auch so einen hochdeutschen Text zu lesen. Ja. Weitere Fremdsprachen sind vielleicht als passive Kompetenz anzunehmen. Bei Georg Giese müssen wir immer davon ausgehen, ja, der kommt aus Danzig. Danzig liegt eigentlich im slawischen Sprachraum, das zum einen, also der wird vielleicht als Kind auf der Straße auch slawisch aufgeschnappt haben, wird vielleicht auch ein paar Brocken sprechen können. Und gleichzeitig ist Danzig natürlich auch stark geprägt durch den Deutschen Orden. Und der Deutsche Orden ist vor allen Dingen hochdeutschsprachig, holt auch hochdeutsche Handwerker in die Stadt hinein. Das heißt, auch in der Hinsicht ist er durchaus schon vom Hochdeutschen geprägt. Und Sie sehen, also das ist das, was ich mit Mehrsprachigkeit meinte. Wir haben es nicht nur bei der Sprachstufe des Mittelniederdeutschen mit einem rein mittelniederdeutschen Sprachraum zu tun, sondern mit einem mehrsprachigen Raum. Und das sind ganz, ganz vielfältige Formen von Mehrsprachigkeit, von denen wir hier ausgehen müssen. Also, Zwischenfazit, genau das, was ich sagte. Wir reden vom norddeutschen Sprachraum des 14. und 15. Jahrhunderts als einen mehrsprachigen Raum. Und insbesondere sind es die gebildeten Schichten des hansischen Bürgertums, also die Fernhandelskaufleute und ihre Familien, die mehrsprachig sind. Innerhalb dieses Sprachengefüges und auch in dieses Varietätengefüges des Mittelniederdeutschen oder innerhalb dieses Varietätengefüges nimmt das Mittelniederdeutsche eine besondere Stellung ein. Es ist nämlich das Medium auch der schriftlichen Kommunikation, in den meisten auch pragmatischen Zusammenhängen. Und es ist gleichzeitig, das betont Sanders, eine internationale Verkehrssprache. Und da sind wir wieder bei unserem Begriff der Hansesprache. Wir müssen natürlich differenzieren, indem wir sagen, ja, auch dieses Mittelniederdeutsche an sich ist noch einmal in unterschiedlichste regionale, soziale und auch funktionale Varietäten ausdifferenziert. Schriftlich, mündlich, wie gesagt, Sprache der Oberschicht vielleicht, Sprache der sozialen Unterschiede. Wir haben bestimmte Funktiolekte, wir haben Fachmundarten des Mittelniederdeutschen. Und hier würde die Hansesprache oder das, was wir als Hansesprache hier einmal versucht haben zu beschreiben, eine Varietät unter mehreren sein. Gleichzeitig müssen wir sagen, ja, natürlich haben wir einen bestimmten sozioökonomischen Rahmen, der prägend ist für die Sprache. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es nicht hinreichend ist zur Beschreibung dieser mittelniederdeutschen Schriftlichkeit. Denn geschrieben wird auch in anderen Kontexten. Geschrieben wird auch in den Klöstern. Geschrieben wird auch an der Universität. Zumeist lateinisch, aber auch da haben wir teilweise mittelniederdeutsche Überlieferungen. Das heißt, natürlich geht die Form des geschriebenen Mittelniederdeutschen weit über diesen engen Bereich der Hanse- und der Handelskommunikation hinaus. Insofern ist der Begriff tatsächlich nicht ganz unproblematisch. Aber wie gesagt, er trifft seinen wesentlichen Bereich eigentlich ganz plastisch, wenn wir es so sagen wollen. Weiters oder zum Schluss als Fazit, ab dem 16. Jahrhundert übernimmt in Norddeutschland eben allmählich das Hochdeutsche die Funktion als geschriebene Sprache. Abschließend vielleicht noch einmal kurz die Frage, ja, wie kommt denn eigentlich jemand wie Georg Giese zu seinen Sprachkompetenzen? Wie lernt er schreiben? Latein, Mittelniederdeutsch, wie kann man sich das vorstellen?
Wenn wir das hohe Mittelalter betrachten, das frühe und das hohe Mittelalter, sehen wir, dass es zunächst kaum einen nennenswerten Alphabetisierungsgrad gibt in Norddeutschland. Es ist wirklich, es sind geringste Prozentzahl der Bevölkerung, die lesen und schreiben können. Lese- und Schreibkompetenz wird an Latein- und Klosterschulen vermittelt, natürlich eigentlich für den klerikalen Nachwuchs und damit auch in einer eher, sagen wir, theoretischen Hinsicht. Robert Peters, soziokulturelle Voraussetzungen und Sprachen des Mittelniederdeutschen. Die Literaturangabe finden Sie am Schluss dieses Videos. Robert Peters geht davon aus, dass ab dem 12. und 13. Jahrhundert so etwas wie eine allmähliche, ich zitiere, Alphabetisierung über den Klerus hinaus stattfindet. Das heißt, auch die bürgerlichen Familien schicken zunehmend dann ihre Kinder in Latein- und Klosterschulen. Gleichzeitig sehen wir, dass dann ab 1400 auch städtische Schulen entstehen, sogenannte Schreib- und Leseschulen und Schulen, gleichzeitig private, sogenannte Klipp- und Winkelschulen. Da gibt es einen Elementarunterricht im Lesen und Schreiben. Das reagiert natürlich auf die Bedürfnisse der städtischen Bevölkerung und vor allen Dingen der handelstreibenden Bevölkerung. Kommunikation, Handelskommunikation kann nicht nur mündlich sich vollziehen. Rechtlich legitimierte Handelsabschlüsse müssen schriftlich niedergelegt sein. Man braucht tatsächlich eine schriftliche Dokumentation, man braucht eine Verstetigung dieser mündlichen Kommunikation durch die Schrift. Man braucht Schulen. Und das sind diese deutschen Schreib- und Leseschulen oder jüdischen Schriftschulen im Niederdeutschen. Und hier wieder Robert Peters als Zitat: in den jüdischen Schriftschulen wurde der angehende Kaufmann auf seinen zukünftigen Beruf vorbereitet. Er lernte Lesen und Schreiben des Niederdeutschen, das Abfassen volkssprachiger Verträge und Briefe sowie die Kenntnis der Münzen, Maße und Gewichte. Das ändert sich mit der Reformation, für die Renate Hermann-Winter annimmt, dass es eine deutliche schulgeschichtliche Zäsur bedeutet. Das heißt, es entstehen humanistische Gymnasien, der Alphabetisierungsgrad erhöht sich allmählich. Gleichzeitig sehen wir, spätestens ab Anfang des 17. Jahrhunderts wird dann in den Schulen auch Hochdeutsch unterrichtet und nicht mehr Niederdeutsch oder Mittelniederdeutsch. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, nur ganz schnell. Wie sieht es in so einer deutschen Schreib- und Leseschule aus? Es gibt ein sehr schönes Beispiel für einen solchen Text, mit dem man in dem Fall Rechnen vermitteln hat, aus der Universitätsbibliothek Rostock. Ein sogenanntes Rechenbuch. Das ist verfasst von den Brüdern von Gemeinsamem Leben. Das ist eine geistige Bruderschaft, die ab den 70er Jahren des 15. Jahrhunderts auch Bücher in Rostock druckt und die anscheinend eine eigene Schreib- und Leseschule unterhalten hat und dafür auch Bücher publiziert. Zum Beispiel dieses Rechenbuch aus dem Jahre 1527. Und da heißt es, folget von den Gesellschaften. Also, wie ist es denn eigentlich, wenn man eine Handelsgesellschaft gründet, also eine gemeinsame Kaufmannsfahrt unternehmen will und damit dann meinetwegen die Risiken zusammentragen will und die Gelder zusammenlegt? Item Drehmarke in der Gesellschaft, der erste legt 320 Schilling, der andere 200 Schilling, der dritte 140 Schilling haben gewonnen. Und da gibt es so ein kleines Loch in der Papierhandschrift oder in dem Papierdruck hier, wo Fehlergebot ein jeweiligen von dem gewinne. Also 3 schließen sich zu einer Gesellschaft zusammen. Der erste legt so und so viel rein, der zweite so und so viel, der dritte so und so viel. Der Gewinn besteht in so viel Schilling. Wie viel erhält jeder von den Gewichten? So einfach, und das ist eine sehr pragmatische, Sie sehen, Herangehensweise, um schriftsprachliche und hier auch eben Rechenkompetenzen zu vermitteln. So kann man sich das vorstellen. Das ist genau das, was Robert Peters sagte. Hier wird er wirklich praktisch, pragmatisch auf seinen zukünftigen Beruf vorbereitet. Das ist eine Möglichkeit, also ein regulärer Schulunterricht, um die Schriftkompetenz im Mittelniederdeutschen zu erwerben. Fremdsprachen werden unterschiedlich erworben. Fremdsprachen kann man zum Beispiel, wenn man im Russlandhandel tätig werden, erwerben, indem die Sprösslinge dieser Kaufmannsfamilien tatsächlich dorthin geschickt werden, zum Beispiel zu Bajaren aufs Land, um dort die Sprache zu lernen. Die bleiben auf diesen Bauernhöfen wirklich, um Russisch zu lernen. Sagen wir es so, das Handelsmonopol, das die Hanse im Russlandhandel hat, in dem Felle zum Beispiel importiert werden, Fertigwaren werden nach Russland exportiert. Da besitzt die Hanse bis weit in das 16. Jahrhundert ein Handelsmonopol und dieses Handelsmonopol wird gesichert über ein Sprachmonopol. Es gibt direkte Verbote, auf den Hansetagen werden die erlassen.
in denen gesagt wird, es ist verboten, dass irgendjemand anders als ein Hansekaufmann die russische Sprache erwerben soll. Es ist verboten, jemandem dazu helfen, ob das Sprache zu bringen, also jemanden ihnen dazu verhelfen, die Sprache beizubringen, weil das ein Monopol ist. Und das Monopol sichert, wie gesagt, ein Handelsmonopol. Also man kann vor Ort natürlich dann auch bei Learning by Doing die Sprache erwerben. Das wird in den meisten der Fall sein. Dann haben wir allerdings auch so etwas wie dieses schöne Beispiel eines sogenannten Sprachführers. Auch das vielleicht ein Resultat einer ganz praktischen Umgangsweise mit Sprache. Und wenn Sie das einmal anschauen, so ein Sprachführer funktioniert ähnlich, wie Sie das haben in der Neuzeit, wenn Sie irgendwo Urlaub machen und gerne so ein paar Brocken zumindest sprechen können, um sich im Restaurant zu verständigen. Da finden Sie häufig als Transkription den fremdsprachigen Satz und dann den deutschsprachigen oder die deutschsprachige Transkription darunter gestellt. Und Sie lesen es einfach Wort für Wort durch, ohne vielleicht zu verstehen, was Sie da überhaupt vorlesen. Und hoffen, der Kellner versteht Sie. Und ähnlich funktionieren diese Gesprächsbücher, nur eben für den Bereich des Handels. Das, was Sie hier sehen, ist überliefert aus dem Jahre 1607. Das ist abgeschlossen worden im Pskow, also im Bereich Russlands. Das heißt, hier gibt es einen Tönnies Fönne, der im Russlandhandel tätig ist und der seine Spracherfahrung in diesem Gesprächsbuch niederlegt. Und das ist tatsächlich so, wie man sich das vorstellen kann. Der möchte mit einem Russen ein Geschäft betreiben und dieses Geschäft hat einen bestimmten Ablauf in der Kommunikation und dieser Ablauf wird durch dieses Gesprächsbuch vorgegeben. Ja, Stoboy-Laskowi, как сюдит. Ich will höfisch mit die Kops schlagen, also it werdis. Also ich will höflich mit dir Handel treiben, wenn es möglich ist. Das wäre ein Eröffnungssatz. Das ist eine dritte Möglichkeit oder eine weitere Möglichkeit, so eine mehrsprachige Kompetenz oder eine fremdsprachige Kompetenz zu erwerben. Gleichzeitig sehen Sie, dass Sie mit diesem Text, diesem Gesprächsbuch von Tönnies Fönne, am Endpunkt einer sprachlichen Entwicklung sich befinden. Wie gesagt, wir sind hier im Jahre 1607 und wenn Sie sich das genauer einmal anschauen, das ist immer noch Mittelniederdeutsch, Koopslagen, also für Kaufschlagen eigentlich wörtlich übersetzt, das ist Mittelniederdeutsch, aber der verwendet hier, das wie hier im Original, bereits ein hochdeutsches Ich und kein niederdeutsches Ich. Das heißt, der ist schon so sprachlich so in der Übergangszeit einzuordnen zwischen eben einer niederdeutschen und einer hochdeutschen Schreibsprache. Wenige Jahre später ist das, was wir an Texten beobachten können, aus diesem Bereich Handelskommunikation Hochdeutsch. Dann schreibt keiner mehr Niederdeutsch, dann benutzt keiner mehr diese Hansesprache, weil diese Form der schriftlichen Kommunikation abgelöst worden ist durch das Hochdeutsche. Ab diesem Zeitpunkt würden wir dann allerdings auch nicht mehr von Mittelniederdeutschen sprechen, sondern das wäre genau der Punkt, an dem wir sagen können, jetzt beginnt eine neue Sprachgeschichtsepoche, jetzt beginnt so etwas wie das Neuniederdeutsche, jetzt beginnen die neuniederdeutschen Dialekte. Das allerdings ist dann bereits wieder das Thema vielleicht anderer Videos beziehungsweise eigener Betrachtung, wenn wir uns die neuniederdeutschen Dialekte anschauen. Damit möchte ich gerne schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, das war für Sie so ein kleiner Einblick in diese Komplexität von Sprache und auch in die Schwierigkeit, solche Begriffe vielleicht zu verwenden.